Vor Robert L die wichtigsten Nachrichten an 91 Sekunden. Sie hat sich ugedeiht an mit der Woche de Premier se dünn annoncéiert Tripartit, also die Reunion, die dags als Kriseninstrument bezeechent gëtt. Die Regierung sicht mat de Sozialpartner, also de Gewerkschaften an dem Patronat no Lesungen an Kompromisser, wann et am Land net so gut dreht wie en dat will. Für die Gewerkschaften war den Zeitpunkt schon lang erreicht. Dem Lück Frieden aus Europa, wenn es dem Iran-Krieg um wie an eng Energiekrise. Weil Preise für Sprider Lebensmittel, Leute und Betriebe an der Druck setzen, müsste Lesungen gefunden gehen. Die Gewerkschaftsfront von UGBL und LCGB will auch über Themen Mindestlöhner Plattformarbeit schwätzen, auf keinen Fall über den Index. Während Patronat darauf hält, dass die Ökonomie an Schwierigkeiten ist und auch das müsste berücksichtigt gehen. An der nächsten Woche geht Tripartit 4 berät, am Juni soll sie da sein. Rategift an Puppelschaftspray von HIP. Wir können aber direkt entfernen gehen, zu Lützeburg gehen kein kontaminiert Gläser. Trotzdem wurden die Autoritäten ein bisschen mehr vorsichtig zu sein, wie es echt Erkenntnisse nur aus dem deutschen Produzent Opfer von einem Erpressungsversuch gehen. Der Presser soll Rategift 6 Breigläser gemacht haben. Betroffenen Produkten aus Österreich, der Slowakei und Tschechien 5 Gläser schon gefunden. Studenten vor Oktober werden an der Cook sein. Das haben den Hochschulminister und die Association von den Studentenzirkeln mitgeteilt. Lang war diskutiert gin wo fahr wer, weil das nicht mehr Ballwohl wollt sinn. Neue Rendezvous lo dann am nationale Sport- und Kulturcenter ha im Kirchbiersch, die 40. Edition huet ein neues Konzept. Studentenzirkel werden wohl nach ihr Stande hunn, mit die professionelle Orientation soll mehr Gewicht kreen, grad wie Benevolat. Dis Woche war für die bisschen mehr Junker schon Schulfuhr. 14.000 Junker konnten an der Lux Expo antworten sich op die eng wichtig froh. Was will ich am Leben später machen? Dieser viele andere Nachrichten, wie gewinnt Robert L.